Guten Morgen, es ist der 29. Dezember. Heute ist der TubeCon-Tag. Und ich habe eine sehr, sehr blöde Idee. Wieso dumme Idee? Also heute ist die erste TubeCon in der Schweiz. Das ist so ein Event, wo viele YouTuber und sonst Influencer zusammenkommen und sich sozusagen treffen. Das ist in Zürich. Und ich habe mir gedacht, bevor ich dort hergegangen, noch zu scheinen. Und das wird sehr, 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 sehr knapp. Zum Glück habe ich ein bisschen überlegt und gestern schon alle Sachen ready gemacht und muss jetzt eigentlich nur noch ins Auto einjumpen. Also machen wir das doch jetzt. Das Katze ist hier oben. Hallo Katze. Hallo. Das sieht noch geil aus, hey. Scheiss. Katze, hey. Hey, hey. Ja, also um Katze kann ich mich leider nicht mehr kümmern, also probieren wir mal das alles unter einen Hut zu bringen. Irgendwie klappt das schon. So, ich bin jetzt angekommen. Das Wetter ist gar nicht wirklich besser, aber aus Trost habe ich mir das Gipfel gegönnt. Und jetzt noch schnell die Ski dranlegen und ab geht's. So, auch auf der Piste. Let's go! Ich bin schon ein paar Mal gefahren. Das Wetter ist ein bisschen besser. Aber ist gut. So, die 2 Stunden Skifahren vor der TubeCon sind richtig nice gewesen, guter Ausgleich. Und jetzt bin ich nicht vergebens in den Tiefschnee hier gefahren, für nichts. Ich mache jetzt noch kurz etwas. Der Schnee ist ja nicht vergebens ungefähr 1 Meter tief. Aber jetzt spektakulär hätte es können sein. Mann, wieso machen die so Scheiße? Also bin zurück im Auto, es war richtig nice gewesen und ich hoffe, ich habe ein paar nice Impressionen können filmen. Alleinig ist halt ziemlich schwer, das Ganze zu filmen. Aber jetzt ist der Tag noch nicht mal fertig, er fährt erst richtig an. Also, let's go! So, ich bin wieder daheim und jetzt heisst es umziehen, ready machen und ab an TubeCon mit dem Centronic. Let's naja, go. Aber dafür bin ich immerhin relativ schnell im Umziehen. So, und jetzt gibt es noch ein paar Vibes vom Weg auf Zürich. Zürich. Wir sind in Zürich angekommen. Ich hoffe, die Vibes, die ich gefilmt habe, haben euch gefallen. Sie sind sicher gewesen. So, aber in dem Fall gehen wir jetzt in Richtung Hallenstadion, wo TubeCon ist. Und ich bin hure gespannt, wie TubeCon schlussendlich wird sein, weil ja, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, wie das wird ankommen, aber ja, let's go, kommen wir mal mit. Wir sind angekommen und wir sitzen so irgendwo hinter der Kulisse im Hallenstadion und kein Plan wo. Hier können wir alles ausstecken und dann ist die ganze fucking Halle ohne Licht. Aber das machen wir natürlich nicht, weil wir sitzen hier in TubeCon. Hier ist es ein bisschen Backstage, ich weiß nicht genau, ob ich eigentlich filmen darf, aber scheiß drauf. Ich mache euch noch ein paar Impressionen jetzt gerade, wie es hier überhaupt aussieht. Let's go. Hier noch kurz die Meinung von Centronic, was er von der TubeCon bis jetzt haltet und noch ein kleines Product Placement für Coca-Cola. Also, Centronic, was? Also eigentlich ziemlich nichts erwartet von der TubeCon und meine Erwartungen sind ziemlich bestätigt. Nein, es ist mehr als ich erwartet habe hier und ja, mal gucken, was noch so passiert. Ja, moin.
ein paar Minuten habe ich mein Meet and Greet und ich habe absolut keinen Plan, ob irgendjemand kommt, aber wir sehen es ja dann. Das war krass, das Meet and Greet. Ich habe nicht gedacht, dass so viele Leute mit Meet and Greet kommen. Gut, vielleicht 50% haben mich gar nicht kennt, weil ich einfach gesehen habe, dass ich so einen Badge habe und sie darum zu mir kommen. Aber es war wirklich nice gewesen. Und jetzt bin ich kaputt. Aber ja, wir sind jetzt hier ein bisschen Backstage am Chillen, also ja. Also es ist schon mal ein bisschen später, nach dem Meet and Greet, und ich sitze jetzt hier mit in der TubeCon und die Lichtverhältnisse hier in der TubeCon sind einfach nicht ganz so nice zum Vloggen. Ja, ich hätte mir da noch ein bisschen geilere Lichtverhältnisse gewünscht. Aber es sieht auf jeden Fall nice aus von hier oben. Und jetzt im Anschluss gönnen wir mir noch die Show vom Galaxy, dem Mark und dem Can. Ja, mal gucken, wie das wird, oder? Ja, ich erhoffe mir viel. Also ich will da jetzt etwas Leistung sehen und dann ist gut. Das wird absolut scheiße. Hallo zusammen! Hallo zusammen! Bevor wir zu diesen Challenges kommen, tun wir zuerst noch die zwei Teams vorstellen. Welches Team welches Team euch Team Gabirano? Ich muss gar nicht sagen, Sie wissen schon. Sollen wir doch schnell ausreden? Also, von der Skala von 1 bis 10, wie langweilig ist das? Ist nicht langweilig? Also, ist langweilig? 1 oder 2. Welches ist Oversize? aber nachher ist noch ein falsches. Es ist Oversize. Dann ein Punkt. Ein Punkt. Alter, Diskussion auf der Bühne. Ein Punkt. Haben wir noch eine Challenge? Papier. Ja, ich weiß. Alter, warte! Auf drei, Das ist verwirrend. Wir haben jetzt Ergebnis. Team Gabirano hat mit 56% gewonnen. Das heisst, Team Gabirano Schon fertig? hat gewonnen, ja? Was? Ja, wir können die Woche noch schnell spielen. Aber wir tun es gleich. Und das Spielen, Mann! Also. Hey! Also, was wollt ihr machen? Wir machen hier... Checken dir? Ich auch nicht. Wir nicht. Ach, wir müssen... Ja. Ja, Fertig machen! ja blöd. Gratulation. Ich würde sagen, wir machen da noch einen grossen Applaus für die Wassergale. Ja, aber das sagen wir mal Applaus, komm! Das war es jetzt also TubeCon 2017. Es war ein krasser Tag heute. So viel gemacht und ja, jetzt bin ich komplett am Arsch. Und ich mache dann wahrscheinlich im Anschluss da noch ein Fazit. Und ja, das filme ich aber nicht mehr heute, sondern am nächsten Tag. Aber jetzt gibt es noch ein Fazit also. Ja, das war ein krasser Tag. Das war sie also, die allererste TubeCon in der Schweiz. Und das da hier ist mein Fazit. Ganz am Anfang, als TubeCon angekündigt ist, habe ich eigentlich schon so gedacht, das wird doch absolut nichts in der Schweiz. Ich habe es aus dem Grund gedacht, weil die Szene in der Schweiz einfach zu klein ist. Es sind einfach nicht genug grosse, also reichweite grosse Leute in der Schweiz, die irgendwelche Zuschauer anziehen können. Aber eben, es ist nicht ganz so gekommen, wie ich das gedacht habe. Für dass es die erste TubeCon in der Schweiz war, finde ich, dass es wirklich gut war. Klar ist vielleicht der grösste wegen zum Beispiel der Lochis gekommen, wo deutsche YouTuber sind und nicht Schweizer, aber es ist wirklich nice gewesen, wie das Ganze organisiert ist, wie das Ganze aufgemacht ist. Und was eben auch noch gut ist, habe ich das Gefühl, ist, dass es endlich mal so ein bisschen das öffentliche Auge auf die Schweizer YouTube-Szene geworfen hat. Also, dass wir Schweizer YouTuber mal so ein bisschen eine Plattform bekommen haben, um, keine Ahnung, uns so ein bisschen zu präsentieren. Und darum finde ich es gar nicht so schlimm, dass wahrscheinlich der grösste von den Besuchern wegen der Lochis da war. Aber es hat auf jeden Fall mal einen Anstoß gegeben für so ein Event in der Schweiz. Und es ist eben, wie ich gesehen habe, ziemlich gut gewesen. Und in dem Sinn wollte ich das Video gar nicht mehr in die Länge ziehen. So, ins Katschgummi. Ne, also Spaß beiseite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch einfach ein Like da und abonniert meinen Kanal. Es ist gratis. Und folgt mir auf Instagram und Twitter und weiss nicht wo. Ich habe eigentlich nur die zwei Plattformen. Und in dem Fall, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Also ja, eigentlich ziemlich nichts erwartet von der TubeCon und meine Erwartungen sind ziemlich bestätigt.